Lieve Lö, ich bin Gerlinde Schmidt-Huth von der Theatergruppe Platt op Zack. Und wir habt eine Geschichte zugestellt bekommen von Frau Jonker. Und die will ich ju effen vorlesen. Als ich ein Wicht was von 15 Jahren, muss ich noch einen Kusendoktor. Noch Emmelkamp. Es war noch ein Krieg. Und mein Papa was der Wehr. Er war in Gefangenschaft West in Amerika. Um nach Emmelkamp zu kommen, mussten wir 3 Kilometer laufen. Das wollen wir nicht so gerne. Papa mag der Vizeklör und auch meine Schwester soll mitführen. Da war ich auch nicht so alleine. Und um 1:30 ging los. Papa nimm noch seine Knippe, guten Tück, und sag, so wichtig, wenn ich beim Kusendoktor Chlor bin, darf ich noch effen over de Kermse gehen. Hier gebe ich you ein paar Mark mit, aber mir ist immer lehrt worden, man bringt auch immer ein paar Groschen wer mit. Mein Süster und ich waren heel bliede, dat wir noch de Kermis düssen. Nu führen wir noch immer kam zu. Bin Kusendoktor ging zum Glück heel flott. En du ging wie noch de Kermse. Da gaft heel wat zu sehen. Wie wann noch nooit op ne Kermse West. Zuerst wenn wir ein Karussell führt. Da war's heel mooi. Da noch hätt wie kecken, wat noch alle so gaf. Und op einmal sag ich Bananen. Richtige Bananen. Mooie Bananen. Ein paar Groschen nimm ich ut de Knipp und kaufte mir ne Banane. Aber als ich in die Banane bett, schmück sie nicht. Ich hab von alle Kanten versucht, aber sie schmück nicht. Alle die Lö, die da waren, kecken mir an. Aber keine hat was gesagt. Ich hab meine Banane genommen, bin nach der Fechte gelaufen und hab die Banane in die Fechte geschmissen. Ich habe wohl all gehört, warum ist die Banane krumm. Dat aber die Schelle von der Banane muss, wüsste ich damals noch nicht. Donno, mit meine Süster und ich, wer nach Hus führt. Das Geld, was meist abbrut. Ein paar Groschen kriegt Papa wer, trüge. Aber nach der Zeit hab ich mir noch mal eine Banane gekauft. Und die Schelle muss drauf. Das halt du ja lehrt. Und du schmeckst auch gut.